Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Dann wollen wir da mal. Gucken wir da mal, was wir heute alles noch zu machen haben. Heute hat Sam Geburtstag. Der Knabe mag Kaktusfrüchte. Haben wir zufällig hier noch eine gelagert? Nö, dann muss die auslagern. Ansonsten weiß ich, dass der auch noch Pizza ziemlich gern mag. Königin der Soßen verzählt uns was über Schokoladetorte, das wissen wir aber schon. Wetter. Wunderschön und sonnig natürlich mal wieder. Die Geister. Heute gibt's gutes Glück von den Geister. Ich kriege Cashbomb noch von ihr. Und natürlich der tägliche Kuss. Und hier gibt es natürlich auch wieder die tägliche Käseausbeute. Also, nichts wie raus damit. Und dann wieder noch Schenke. Alle hopp. Was war dann für Pizza eigentlich nötig? Gerade mal Lucky machen. Haben wir das überhaupt Pizza? Ja. Weizenmehl, Tomat und Käse. Okay. Weizenmehl, Tomat und Käse. Kriegen wir hier. Pam hat ein Bier für mich gefunden. Alles klar, im Schrank. Einfach mal so Bierle. Warum nicht? Warte mal. Halt mal der Gaul A. Tomat. Weizenmehl haben wir ja mehr als genug. Aber ich muss mal gucken, ob man nicht eventuell irgendwo noch einen stinknormale Käse gestaut hätten. Ist wohl nicht der Fall, ne. So, hier haben wir auf jeden Fall die Cashbombe drin. Nee, ein stinknormaler Käse haben wir wohl anscheinend nicht. Okay. Dann erstmal die Köderreis, Treibholzrei. Und dann kümmern wir uns um richtige normale Käse. Da müssen wir das Iridiumzeug nicht verschwenden. Bin ich nämlich nicht so der Fan davor, unser tolle Iridiumsqualitätskäse für eine Pizza zu vergeuden. So. Eierlerei. Und ein Entenei zum Schluss hinein. Der ist noch für dich. Und der Streichler, ach. So. Was gibt's dann bei euch? Moment. So. Ihr könnt mir übrigens jederzeit noch neue Tiernamen posten. Das fände ich persönlich echt ganz cool soweit. Weil wenn ich dann mal wieder mir Tiere schaffe, dann kann ich bestimmt die neue Name gut gebrauchen. Also nur zu, wenn ihr wollt, einfach immer weiter die Name für die künftige Tiere poster. Die ich mir eventuell noch zulege oder nicht. Hups, so. Erstmal wieder ein bisschen Wasser aufgefüllt. Und dann backe ich dem Kerl dann zum Schluss noch die Pizza, wenn wir hier mit allem Feldarbeit und Pipapo fertig sind. Aber erstmal wieder die tägliche Ernte. Und wie es aussieht, sind auch unser Pepperoni und unser Blaubeere zum Deal und auch unser Tomate wieder gut. So, warte mal. Zack. Joink. Okay, der Mais ist so, wie es aussieht, ach, wieder gut. Das ist doch auch nicht verkehrt. So, dann holen wir doch gerade noch ein bisschen Zeug ab. So, da muss ich jetzt gucken, dass ich bloß alles nochmal verwisch. Nicht, dass wieder einer am Stängel hängen bleibt. Und ich dann wieder die ganze Ernte knicken kann. Zumindest für einen Zweig. So. Hätten wir das auch erledigt, dann geht's hier nochmal weiter. Ach ja, Gewächshaus. An sich echt eine tolle Idee, sowas. Gerade wenn man sich auch im Winter oder so wieder selber versorgen will. Ich meine jetzt nicht nur im Spiel, sondern auch so real life privat. Wenn man sich im Winter halt noch selber mit frischem Zeug irgendwie noch versorgen mag. Ist ein Wintergarten oder so ein Wintergarten, sage ich schon. Ist so ein Gewächshaus eigentlich echt eine tolle Idee. Okay, hier. Dann gehen wir doch nochmal schnell hier. Und genau. Jawohl. Hier noch.
Ja, die Over habe ich schon, die Reihe. Okay. So, dann sammeln wir doch gerade hier noch ab, was ist. Und dann können wir hier noch... Joink. Oh, wir haben nur einer noch. Das ist natürlich etwas dämlich. Da müssen wir uns noch beim Pierre ein bisschen was einkaufen. Ah, ein Trüffel ist auch wieder Falle gelost worden. Super Sach. Okay. Aber unser Inventar ist natürlich mal wieder rappelvoll. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Warte mal. Ah, den können wir noch mitnehmen. Das ist gut, den können wir noch mitnehmen. Der Rest wird jetzt wieder verteilt auf die einzelnen Dinger. Hier und hier. Nein, du bleibst natürlich. So, der Rest kann jetzt einfach mal durch rein. Da machen wir 4 von 5. Und super Sach. Perfekt. Da können wir nämlich ja gleich wieder weitermachen mit dem Gießer. So. Hoppala. Das wollte ich doch nicht. Sondern so. Und hier wieder. Gut. Schöne Sache. Dann das Fältchen noch. Oder die Fältchen hier noch. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. Hoppala. Da, dam, dam. Ich bräuchte aber irgendwann auch mal wieder an einem Regetag Zeit, um mal wieder in die Schädelhöhle reinzugehen. Dann hoffen wir doch auch, dass dann die Geister auch gut drauf sind, damit ich viele Sturzlöcher noch unerfind. So. Sieht doch gut aus soweit. Und hier noch die Milchrei. Okay. Dann sollten wir auch noch zu Pierre gehen. Gut. Dann können wir jetzt erstmal eine Runde kochen. So, die Pizza für das Geburtstagskind. Oh, die 3 Käse natürlich noch. So. Die müssen nämlich noch runter. Hier. Und dann fangen wir natürlich auch ordnungsgemäß hier wieder an. Wobei, wir können die Reihe hier schließen. So. Das gefällt mir auch besser so. Gut. Dann weiter ab mit uns. Hier nochmal auffüllen. Siggi, wir brauchen dich. Und weiter geht's. Schön, dass die so gesittet da alle rumstehen. Okay, Quatsch, warum will ich dann immer hier was raushole? Holen wir doch noch einmal ein Bier. Wenn die schon so weit sind, können wir das gerade noch mal machen. Wo staue ich dann mein Bier? Hier. Ausgezeichnet. Die Mayo hier noch, genau. Dann geht es doch gerade wieder zurück an Pam, würde ich jetzt mal so sagen. So, bitteschön. Ja, vor allem mit noch Busfahrer musst, lohnt sich das bestimmt. Die Sammelgegenstände hier, oder die, ja, Sammelgegenstände ist eigentlich jetzt, der falsche Begriff. Die Früchte, die man aufsammeln kann, die Auflesesache, die nehme ich jetzt auch noch mit. Die können wir nämlich auch noch verkäfen. Und dann geht's weiter. Wobei verkäfe ist eigentlich südpelzig und nicht vorderpelzig, was ich sonst red. Alex will noch ein Aquamarin à la Hopf. Zu dem müssen wir doch sowieso zum Bu. Servus. Wir kaufen noch ein bisschen was. Wisst was, machen wir das so. Gut. Aquamarin will er noch haben, der Bu. Dann kriegt er dann auch noch. Das machen wir am besten auch, bevor es Ofen wird. Oh, wie schön, noch ein Specht. Das sind 8 tolle Tiere, Spechte. Gut, Alter. Hier die Dingerei. Aquamarin wollte haben, der Bu. Da ist er. So. Na gut. Hoffen wir doch, dass wir den jetzt mal finden, Hansel. Und unser Geld sollte auch weiter wachsen, damit wir auch Pam noch ein Haus bauen können.
Genau, Sam. Und wer wollte das Ding haben? Alex, ja, ach Gott, ich bring die jedes Mal durcheinander. Okay, wo ist er dann? Der Alex. Da ist er doch. Da, Bu. Oh, da hast du mal Brotbohnen, wo ich gefordert habe. Das sieht ja perfekt aus. Hier der Bezahlung, wie versprochen. Merci, Knecht. Geht's mal weiter. Und nicht irgendwie wundere, dass ich hier Knecht sage in der Palz. Ist die Bezeichnung Knecht, ach, für junge Buwe gedacht. Mein Opa hat zum Beispiel früher immer zu meinen Freunden oder zu anderen Buwe aus der Verwandtschaft immer gesagt, wie geht's da dann Knecht? Oder noch besser war, wie geht's da dann Knechtel? Das war noch besser. Treibt er sich dann rum, der Hansel? Ja, jetzt müssen wir noch auf die Suche von dem Typ gehen. Sein Bruder haben wir zumindest schon mal hier, aber dann suche ich eigentlich nicht. Ist er vielleicht am Strand? Nee, da ist nur Lea. Warte mal, jetzt ist eigentlich schon fast oben. Da muss der Typ sich doch... Ach ja, wieder Hamburger, genau. Es ist ein Geburtstagsgeschenk. Das ist ja sehr lieb von dir. Ich lieb's. Hi, du nimmst ja da frei. Klingt interessant. Ah, wir sind jetzt schon bei 3. Wahrscheinlich, weil ich jetzt noch ein bisschen mit ihm gesprochen habe, ne? Sind wir von 2 auf 3 Herzen gekommen. Ja, super Sache, oder? Das ist doch echt eine super Sache. Ich will aber auch nochmal in die Richtung gehen. Das finde ich echt... Oh, schade. Okay, Mani kriegen wir heute also nimmer. Aber eventuell, aber nur ganz eventuell, ist noch Reisewagen unterwegs. Und wir können vielleicht doch noch ein bisschen was. Natürlich nicht. Okay, dann eben nicht. Für jeden, der es nicht kennt, aus dem Asterix war das zufälligerweise und nicht aus den Simpsons. Zwar Asterix gegen, oder Asterix bei Kleopatra hieß es, glaube ich, ja. Asterix bei Kleopatra. Und der Handlanger vom Pyradonis, vom Gegner, der Schraubzieris bei dem Kuchenlied, sagt er das dann. Dann eben nicht. Ist schon so ein unglaublich widerlicher Name, der Schraubzieris. Ach ja, Asterix, Kindheit ohne Ende, ne? Ich fände es traurig, wenn ich hier von irgendjemand hören würde, dass er nicht mit Asterix aufgewachsen ist. Das ist eigentlich echt Kulturgut. Dumm. Okay, der Käse kann noch rein und dieser Edelwicke kann auch noch rein. Okay. Was machen wir jetzt noch? Wir könnten noch ein bisschen in den Stellbruch gehen. Einfach nur so just vor Fun. Dann haben wir hier nämlich noch ein bisschen Eisen. Und Eisen ist echt nie verkehrt. So, es wäre mal ein coole paar Artefakte mal wieder zu finden. Dass wir endlich mal die Kanalisation freigeschaltet kriegen. Das wäre echt nicht verkehrt, aber ich glaube, dafür müsste ich mal mehr wieder in die Mine gehen oder in die Schädelhöhle und mal wieder ein paar Geode sammeln. Das wäre, denke ich, dann doch essentiell. Wisst ihr was? Wäre noch ein klein bisschen Energie übrig. Wir gehen jetzt einfach mal auf Ebene 100. Wobei, lieber auf 105. Und suchen einfach mal noch ein paar Geode. In der Hoffnung, ne? Dass man möglicherweise was finden könnte. Ups, so. Hier. Dabei können wir noch ein paar Schleimis erledigen. Das ist auch kein Problem. Und anderes Getier, was hier noch rumwurschtelt. Komm schon. Ihr habt schon länger nämlich hier ein bisschen Geologe gespielt und uns ein paar Stähe und Zeug geholt. Es wird nämlich auch mal wieder Zeit, dass wir mal wieder ein paar Mineralien einsacken. Ja, definitiv. Weil wie gesagt, ich möchte auch noch ein paar Artefakte eigentlich haben, damit wir mal bald dazu kommen, die Kanalisation freizuschalten. Das kriegen wir ab dem 60. Artefakt,
was wir Museum spenden. Beziehungsweise Gegenstand generell, was wir Museum spenden. Ab dann kriegen wir dann endlich den Schlüssel zur Kanalisation, wo Krobus sitzt. Und Krobus ist auch nochmal ganz interessant, finde ich. Okay, hier geht's runter. Ja, wir müssen uns eigentlich schon wieder auf den Weg machen, ne? Warte mal. Das machen wir zumindest jetzt noch. Okay. Dann gehen wir wieder raus hier aus der Mine. Verhext sind wir Anime. Dann wieder zurück zu der Bushaltestelle. Hallo Siggi. Hat sich bestimmt mal wieder gefragt, wo ich stecke. Dann machen wir gerade noch 2 Mal Gold und 1 Mal Eisenerz. Also wenn wir jetzt schon wieder hier kruscht haben, dann bin ich auch sehr stark dafür, dass wir wieder ein bisschen verhütten. Wir liegen nämlich ganz schön hin, was unser Bache so angeht. Und es wird mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen kruscht kriegen. Ein Moment mal noch. Wir sollten noch das Zeug verdelen. Ja, ich denke, es wäre mal echt wieder an der Zeit, dass wir hier wieder ein bisschen Gold verhütten. Und wo ist denn unser Eisen? Ja, 10. Da können wir auch noch 2 Dodofu machen. Siehst du, da haben wir 4, da haben wir 2. Sind wir bei insgesamt 6. Ups, bei 6, die ich haben will. Jo, das kommt alles hier, wo es hieß soll. Der Kruscht und der Harzerich. Der muss auch noch fort. Und dann gehen wir morgen auf jeden Fall auch nochmal zum Clint für eine Runde. Und schauen mal, was wir uns da noch machen lassen können. So, den Geburtstag haben wir. Morgen ist erstmal der Nichtstour-Tag. Okay, und Abigail ist es soweit auch schwanger. Das dauert jetzt auch mal ein Weilchen, bis dann unser Kind geboren wird. Du könnt ja mal übrigens selbstverständlich auch mal einen Namen anbieten. Wie die Claire heißen soll. Und meine Lieblingsmusik mal wieder. Gut, das Ding hebe ich mal hier drin auf für den nächsten Geburtstag. Vom Kerl. Alle hopp. Jo, du kommst hier rein. Kaffeezeit. Und das Spiel kennen wir ja auch. Reih ins Fass. Der Rest wieder Reih hier. Oh, die Musik, Mann. Das ist, glaube ich, echt die schönste Musik von ganz Stardew Valley. Wieder wunderschön. Sonnigmeier. Okay, und Wildbaumobstbäume. Das klingt ja auch gut. Okay. Das muss ich mir jetzt nochmal durchlesen. Moment. Oh. Okay. Wildbaum-Obstgärten. Achso, Zapfhähner. Na, Moment. Zapfhähner ist ja dann einfach nur die Bäume, die man sowieso schon haben, ne? Und nicht Wildbaum, das wäre dann sowas wie die Pflaume und so. Das könnte man ja auch mal gucken, ob man einen Pflaumebaum oder so pflanzen könnten. Die Idee wäre es wert. Okay. Warte mal. Da warten wir dann ab, bis wir mal so Dinger kriegen. So. Dann machen wir das doch wieder so und so. Ich möchte es lieber geordnet haben. Okay. Oh ja. Blaubeere sind wieder aktiv. Hallo, Leberwurst. Dann hier. Aha, eine Orange. Ah, was echt eine wunderschöne Musik. Die macht richtig gute Laune und das, obwohl ich im Real Life eigentlich so mal hasse wie die Pest. Das schafft auch nicht je die Musik. Dass ich Lust auf Sommer hab. Gut, dann hier noch weiter. Für Demetrius Geburtstag, der ist, glaube ich, übermorgen, also den sehen wir. Der ist morgen, glaube ich, also das heißt in der Episode übermorgen so rum. Dann brauche ich doch noch eine richtig gute Erdbeer. Die hebe ich mir dann von der Ernte jetzt einfach auf. Ich vermute auch einfach mal, dass wir hier, ja, gute Erdbeer noch hin. So, das sieht doch ach super aus.
Und die vergessene Tomate. Okay. Na gut, für die ist mal wieder kein Platz. Aber desmal drücke ich mich doch nicht rum. Sondern mach den Scheiß mal sofort. Sonst vergessen wir es nämlich gerade wieder. Ich kenne mich. Gut. Alles Reihe außer die Gold-Erdbeer. Jo, das kann alles fort. Alles miteinander. Außer, warum will ich immer in die Weißkiste greifen? Das ist ja schrecklich. So, das hier wieder Dorei. Vielleicht wollte ich auch die, die Dinger vielleicht auch hier stauen. Möglich wär's. Na gut. Dann sollten wir aber auch nochmal bei unseren Tiere vorbeigucken. Die habe ich jetzt nämlich völlig vergessen vor lauter Gut. Dann hier nochmal rein. Und nochmal gucken, was da alles hin. Na, komm schon. Dann... Ja, nicht, dass ich die Tiere noch vergesse. Das wäre ja auch blöd. Die Wolle als erstes mal wieder. Joink. Dann raus mit euch. Und hier der Rest. Na, so. Und das Entenei natürlich noch. Dann nochmal bei euch reingucken. Jungs und Mädels. Wahrscheinlich eher nur Mädels. Und was gibt's dann? Nein, ich möchte die große Milch nicht trinken. Gut. Also der Tierprodukternter war echt eine Spitzeninvestition. Ich kann es wirklich nur sagen. Gut, Wolle gehört noch do kurz hier. Dann können wir nämlich die Tiere wieder rauslassen. Und hier nochmal der rechtliche Krustrei. Und dann larvt die Geschichte, aber schnell bevor die Siki wieder hier zugeparkt wird von der anderen Tiere. Machen wir das so. Ach, ist das schön, dass die zwei Felder sich zumindest schon mal selber versorgen. Gut. Jetzt haben wir nämlich keine andere Rival. Als nochmal zurückzukehren. Hoppala. So rum. Ja, ich kenne mich. Dann weiß ich genau, das habe ich jetzt auch wieder vergessen hier hin. Und, jo, jetzt haben wir halt wieder so, Tag weniger Ernte. Das machen wir nicht. Den Schampel machen wir nicht. Es fuchst mich eh schon, dass das mittlerweile asynchron ist von der Erntezeit her, weil ich das an einem Tag vergessen habe, nochmal die Reste zurückzuholen, nachdem mein Inventar voll war. Grrr. Das passiert mal Wettesmol. Gut. Ja, du bleibst erstmal hier, Siki. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Gut, die Blaubeere fallen natürlich mal wieder sehr großzügig aus. Aber wie gesagt, ich könnte auch mal wirklich Iridium gut gebrauchen. Die sind noch nicht so weit. Ja, und jetzt, so wie es aussieht, haben wir jetzt täglich Hopfer, ne? Die Hopferernte findet jetzt eigentlich hier täglich statt. Das finde ich an sich auch mal ganz interessant. Ach ja. Dann hier wieder raus damit. Hopfer wieder. Ja, die sind noch nicht so gut. Okay. Noch nicht so weit. Beziehungsweise noch nicht gut. Ach ja. Ein Zug fährt durch Sternentautal. Halte mal den Gaul an. Beziehungsweise Sattelmulde Gaul. Sattelmulde Gaul, Ackermann. Wir gehen hier. Wir haben ja schon so wenig Abwechslung in unserem Leben. Deswegen holen wir das jetzt ab. Ach, die Musik. Wie schön. Nein, und hier hört sie auf. Oh. Verflixt nochmal. Da bin ich wohl zu spät gekommen. Der hat nichts mehr abgeworfen. So ein Mist. Schade, schade, schade. Hätte ja sein können, dass ich auch mal Glück habe, aber nö, nie kann ich mal was Schönes haben. Deswegen lasse ich ja die Weitraube hier liegen. Menno, schmoll jetzt. Dann haben wir das Zeug jetzt auch schon gut. Dann passt es doch perfekt, um die rechtliche Produktion nochmal zu machen. Nee, den möchte ich nicht essen. Den möchte ich gern woanders hier. So. Nein, ich möchte ihn immer noch nicht essen. Und hier haben wir noch... Ach du liebe Zeit, die Tiere sind ja produktiv wie Sau hier. Na gut.
Dann bringen wir das jetzt nämlich auch noch schnell in den Keller runter. Und ich bin auch wieder dafür, dass ich noch einmal in die Mine sollte. Und wenn es auch nur kurz ist. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, das kriegen wir noch irgendwie gebacken, dass wir noch zu Clint gehen können. Wobei, wenn, dann jetzt eher, ne? Wenn wir jetzt hier schon auf dem Sprung sind, kann ich auch noch fix bei Clint vorbeigucken. Dann später reiten wir nochmal in die Mine rein. So, Clint ist ja glücklicherweise unmittelbar hier neben dran. Oh jo, durchweg die Zeitung, nehmen wir die nicht mit. Das kann man ja immer mal gut abflattern vom Nachbar. Oh, was hat er da, Schönes? Sternscherben, haben wir die schon? Ja, niemand weiß, wie sie entstehen. Ein paar Wissenschaftler behaupten, dass die mikroskopische Struktur unnatürliche Gesetzesmäßigkeiten aufweist. Aller hopp. Wisst was? Da mit der Gewürzbeere könnte man eigentlich auch mal ausprobieren, oder? Frucht, ich mag jetzt gerade mal einfach mal so just for fun gucken, ob man das Ding hier einpflanzen könnten. Nö, natürlich nicht. Okay, da wird es wohl mit Pflaume, mit Pflaume wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das heißt, das, was die beim Leben vom Land gemäht haben, war mit aller Wahrscheinlichkeit, in Bezug auf Ahorn und so weiter gemäht. Eiche und Pipapo. Warte mal, wo ist es dann? Wo ist denn unser Honig? Verflixt noch eins. Ah ja, hier. Gut, dann die Zeitung. Joink. Und weiter geht's. Na gut, dann waren wir jetzt zumindest noch mal beim Clint, aber ups, dummerweise hat uns das nichts gebracht. Das finde ich sehr schade. Wäre halt echt schön gewesen. Na? Wenn uns das noch irgendwas Schönes gebracht hätte. Weil ich möchte jetzt eigentlich eher auf die Kanalisation hier arbeiten, dass wir unser Artefakte so bald wie möglich beisammen haben. Das heißt hier noch, der Felderbe wird unmittelbar in die Mine gegangen zum Schaffen. Können wir noch eine Runde was schaffen. So. Ja, das klingt so ganz anders als ich in meinem sonstigen Leben. Normalerweise folge ich getreu dem Motto, wer Arbeit kennt und danach rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Dann hier noch. Ah, war es dann doch gut, dass ich die 2 gekauft habe. Ich habe schon gedacht, das wäre ein überflüssiger Fehlkauf gewesen, aber so wie es aussieht, war das vollkommen ordnungsgemäß, wie ich das gemacht habe. Warte mal. So und so, perfekt. Da kannst du ja weitergehen. Wunderschön. Ach, schade, dass es uns jetzt auch die 2. Runde Nature's Crescendo gekostet hat. Ah, noch ein Trüffel. Du ist unser Bertha aber ganz schön aktiv, ne? Nicht schlecht. Alle hopp. So, es geht weiter, Siggi. Wir reiten wieder Richtung Mine. Mindestens. Okay, dann das und das. Und der Rest. Wisst was? Wir könnten ja auch mal einfach mal ein Trüffel aufheben, ne? Könnte man auch einfach mal so machen. Dann wird es wieder Zeit für eine Runde Blaubeere-Gelee, glaube ich. Ah, das waren es Preiselbeere. Okay. Gut, spät ist es sowieso. Aber wir müssen noch mal in die Mine reingehen. Die nächste Schicht ruft nach uns. Also ab. Und wir gehen jetzt mal in Stockwerk 110. Hoch, was ist dann hier noch drin? Ui, Weltallstiefel. Gar nicht mal so verkehrt. Können wir auch verkaufen, ne? Die habe ich ja derzeit. Sehr gut. Gucken wir doch einfach mal, dass wir noch an ein paar Erze, Edelstähle und Geode kommen. Aber hauptsächlich Geode. Na. Unsere Verteidigung ist ja hundsmiserabel. Das sollte aber nicht sein. Okay. Ich mag trotzdem hier nochmal ganz kurz gucken, ob da Geode versteckt sind. Na, Ackermann. Abschädel. So, dann gehen wir halt nochmal runter. Wir haben es halt ein bisschen eilig hier.
wenn ich halt immer nur so spät ovens dazu komme, in die Mine zu gehen, dann muss ich der Schmonsens ach lohnen. Deswegen nochmal ab. Und runter mit uns. Ob wir da noch irgendwo Geode finden. Okay. Omni-Geode wären halt echt geil, weil da so ziemlich alles drinstecken kann. Das wäre schon ziemlich epic. Nix. Na gut. Hab's ja kapiert. Glitchy Ahoi. Mistvieh. Weiter geht's. Ja, ich denke eventuell, wenn wir bis 22 Uhr schon fertig sind, oder vor 22 Uhr, dann könnten wir noch bei der Abenteurergilde die Stiefel noch verkaufen. Das wäre halt echt nicht schlecht noch. Eventuell stecken wir hier auch ein paar Geode drin in der Kiste. Schauen wir einfach mal. Aber auch stehen nämlich liebend gern. Okay, da geht's... Oh, da ist aber die Fettgoldader. Ja, da kann ich jetzt aber leider nicht widerstehen. Das machen wir selbstverständlich so. Und... Warte mal. Nicht, dass hier noch ein paar Geode auf uns warten, ne? Okay. Na gut, die halb oder 20 Minuten, die halbe Stunde, jetzt sind es nur noch 20 Minuten, die mache ich auch noch hier. Und dann sollte man nochmal in die Abenteurergilde gehen. Kupfer lasse ich jetzt einfach mal stehen. So, Mine verlassen. Dann nochmal rausgehen und zu der Abenteurer. Okay, da habe ich jetzt eigentlich auch wieder sehr viel schönes Golderz gekriegt. Hi Jungs. Ich habe was für euch für 400 Gold. Ja, das verkaufen wir jetzt auch einfach mal. Bitteschön. Okay, was Besseres haben wir leider hier nicht parat, ne? Nee, die können uns auch nichts Besseres anbieten. Verteidigung, Immunität. Pflanzer sind wir jetzt Stufe 21. 4. Ne, was Besseres haben wir nicht. Haben wir irgendeinen Verteidigungsring oder sowas Schickes? Das Lava-Katana gibt uns ja auch schon ein bisschen was. Zurückstoßen, Waffengenauigkeit, Crit. Nochmal. Einfach so Trefferchance und Crit. Waffe Geschwindigkeit und Angriff. Schade. Warte mal, warum waren unser Stiefel braun? Komisch. Vielleicht liegt es ja auch am Licht. Na gut, dann wieder zurück mit uns. Ab auf der Pelzer Hof wieder. Da müsste ich mir noch ein bisschen Kohle rausholen. Weil, bei wie viel sind wir denn jetzt? Bei 43. Hoi. Sind wir schon bei 8 Stück, die wir machen können. Warte mal. Eventuell noch mehr. Ja, eventuell sind wir auch bei 9. So, dann passt es nämlich auch hier. Und dann können wir den Quark nämlich gleich nochmal entsprechend reinmachen. Warte mal, der Zwerg hat auch bald Geburtstag. Das heißt, dann könnte ich auch noch für den Zwerg aufheben. Das ist vielleicht auch noch gar nicht mal so schlecht. Quarz heben wir nochmal hier auf für potenzielles Zeug. Und die Weißalge kommt hier rein. Das heißt, mit uns jetzt nochmal ab dort hier. Erstmal nochmal der Lade zumachen, genau. Dumm. Und unser Gold noch unter Dach und Fach. Sehr schön. Gut, dann haben wir eigentlich nichts mehr zu machen, ne? Es sei denn hier das Trüffelöl. Jo, das Trüffelöl ist schon gut. Dann kann nämlich das hier noch raus. So. Wobei, für den Zwerg ist ja noch ein Weilchen hier, bis der Kerl Geburtstag hat. Das heißt, ich kann genauso gucken, wo ich hier mein Smaragde... Ah ja, hier habe ich mein Smaragde gelagert. Sehr schön. Dann geht das nämlich noch durch rein. Und das geht hier rein. Und wir gehen hier rein. Und wir sehen uns übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Wird's wahrscheinlich wieder Share und so nicht, oder? Ja, natürlich, klar und so nicht. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zu Demetrius Geburtstag. Ayan Yankee.